Marie-Paul Jungblut. Sie ist Historikerin. Sie war Chefkuratrice an der Vice-Direktrice am Geschichtsmuseum von der Stadt Lützeburg. Von 2012 bis 2015 war sie Direktrice von den 4 historischen Museen zu Basel. Sie hat eine solche Ausstellungen kuratiert, notamment sozusagen über Darmut zu Lützeburg, über auch Kriminalität, sowohl irgendwo schon ein paar von da drauf kommen, aber auch über den Fußball. Sie war Kuratrice vom Pavillon zu Shanghai auf der Weltausstellung. An dem Moment schafft sie auf der Uni Lützeburg an auf der Uni zu Leck, wo sie Public History und Museologie erriecht. Das lief ein bisschen mit dem Stichwort Edutainment. Auf der einen Seite, du musst ganz konkret fragen, wie sie dir angebunden gehen an dieses Projekt. Am Vierfeld war der so etwas wie Geschichtshotline, wo ihn immer anrufen konnte, wo der Texter ja auf historisch Korrektheit gelesen wird, war sozusagen ihre Stellwert, wie eine Urregungen da vielleicht gehen. Also, da sind ein ganz rutsch von frohe beieinander. Aber für am Anfang anzufangen, war der Jean-Louis Schlesser, der mich angeschwärzt hat, beschlossen hat, bei so einem Projekt mitzumachen. Und ich bin immer froh für neue Projekte. Und immer nicht froh, wenn ich eine neue Aventur mich kann lancieren kann. Und ich meine, was ganz wichtig ist, was ich auch verstanden an dem Projekt, oder vielleicht auch schon viel darüber wusste, das ist, dass ein historischer Comic immer für das erste Mal eine Fiktion ist und für die zweite Geschichte. Das ist eine fiktive Geschichte mit einem historischen Hintergrund. Und das hat für mich als Historikerin auch bedeutet, dass ich loslassen muss. Ja, das ist schon Geschichte an den Dienst von der Geschichte gestaltet. Und dann habe ich mich zurückgezogen. Weil es sind Szenaristen und sind Zeichner, die halten für den von den Marionetten. Und das nicht um mir, wie auch noch eine Geschichte dabei zu holen. Obwohl, scheinst du musst so. Ich hätte schon gerne gesagt, oh nee, nicht so. Aber du hast das am Leben. Das gehört dann zu dem Histotainment, von dem da dann auch schwätzt, als den da den BD auch hier bezeichnet. Vielleicht ein froh, die hat natürlich laut Büro darin, davon, wann da die Doten BD liest. Muss ich einfach so, wie man ihn für drunter nicht kannt hat. Was sind Erwartungen u Geschichtswissen, u Geschichtsbewusstsein, an u Geschichtsdenken und so ein BD? Was kann sie leisten, was kann ihn erwarten von so einer BD? Also Geschichtswissen, Geschichtsbewusstsein, an eure Geschichtsdenken vielleicht. Also ich meine, es sind 2 Begriffe, rund die sich die historische Fiktion dreht. Und das eine ist Authentizität und das andere ist Verazität. Und ich meine, was an so einem Produkt muss sein, ob das Game ist oder ob das ein BD ist oder ich meine auch sogar ein Film ist, das ist, dass es authentisch muss wirken. Ne? Wie veridik se ass, dat ass op eng zweete Punkt. Dat heißt, ich meine, sie ass do, dass de Comic as een immersive Medium an sie hëlleft iwwer een immersive Weh zu einem Geschichtsbewusstsein zu kommen. Dat dreht ze sicher bei, me sie ass awer op ke Fall do fir historisch Wissen zu vermitteln. An dobei ging ich awer so ein historisch Bewusstsein könnt lang schon durch die Immersion raus. Et kann ihn sich vorstellen, wie es demals war. Und das sind besonders ich ging so aber mehr realistische Geschichten, wie Versprechen oder auch wie den Knollerefer, von dem wir geschwärzt haben. Da dreht sich dazu bei, dass er ein Bewusstsein kriegt von einer gewissen Problematik, die auch noch immer eine Aktualität hat. Der Jaco, das ist ein eugenischer Roman, das ist auch eine eugenische Geschichte, wie die 2 und der Geschichte hat umgesagt haben, oder werden da null und nach auf Versprechen kommen, da das eine Geschichte, die weist, wie an einer ständischer Gesellschaft große Unterschiede wären, aber wie es immer verschiedene Sorten von Leuten gesehen, all animals are equal. Ne? Und ich meine, das ist etwas, was heute auch noch ist. Und ich meine, darüber dreht sie zu einem kritischen Bewusstsein von der Geschichte bei. Das ist vielleicht doch etwas mit dem Comic, das
ein Textbild, Konglomerat, an das ja bisschen ganz ähnlich wie eine Ausstellung. Schon mal gedacht, dann spricht vielleicht auch ihre Vorstellungen, ihre Idealvorstellungen von Ausstellungskonzeptionen, weil bei deren Ausstellung hat er immer geguckt, dass sie Bewusstsein für geschichtlich Denken sozusagen inspiriert wird, für auch aktuelle Debatte können zu diskutieren. Sieht er das bei auch mit einer Erzählung, auf die wird man noch kommen, da geht es um Transgender-Thematiken. Ja, ich meine, das ist das, was ich gesagt habe. Also die Leute, die Strippen gemacht haben, die haben aktuell Problematiken an eine Vergangenheit projiziert. Vielleicht manchmal an dem satirischen Krimi mit den Statuen. Das fand ich einfach eine Live-Geschichte. Aus meiner Sicht geht es nicht ganz viel mehr weit, aber auch das ist ja schon flott. Und die anderen, die holen all eine aktuelle Thematik an projizieren an Vergangenheit. Dann so als dem nur an meinen Ausstellungen immer gewirrscht und an den Ausstellungen, an denen Jorlona impliziert sind, die Fragen, die wir uns Gegenwart tun, die stellen wir in uns Vergangenheit. Weil das nicht aus unserem Blickwinkel, dass Sachen relevant sind und auf diese Aspekte gucken wir an der Vergangenheit. Ginnet an der Zusammen Arbeit mit den BDisten, mit den Szenaristen, ja, vielleicht also schnoken oder geht es so etwas, wie eine Recherche die gemacht, an sie anderen zur Verfügung gestellt, als sie da gefroht gehen, nur Recherche, der Bildmaterial geliefert, oder Interpretationen von Geschichte am Gespräch mit geliefert, wie muss sich das vorstellen? Also in einer ersten Etappe, und das war eine ganz flotte Etappe, da haben die Leute, die an der BD drauf waren, die haben erzählt, was sie gegen interessieren. Und da sind ich ganz tief an mich gegangen und schon ganz viel nachgedacht. Und dann habe ich eben Epochen proposiert oder auch Anekdoten proposiert, die ich aus der Stadtgeschichte kennen, denen ich mal gedacht habe, dass sie hier ein Interesse gegen treffen. Und das eben, wie ich du gesagt habe, du hast nicht losgelost und du hast Marionettenspieler hier Puppen tanzen gelost. Und dann ein zweiter Punkt, das natürlich, ich soweit ich konnte, beraten, was den authentischen Kader anbelangt. Nun wissen wir alle gut, dass es im 18. Jahrhundert kaum Durchstellungen von der Stadt gibt, aber wann sie meistens aus einer späteren Zeit und auch schon eine fantasievolle Rekonstruktionen von einer Vergangenheit, sodass sie nicht so ganz drauf kann angehen. Und auf die andere Manier natürlich von der zweiten Drittel vom 19. Jahrhundert und haben Fotos und haben Postkarten. Aber leider Gottes, als oft auf der Postkarte gerade nicht den Eck, wo den Held steht. Sodass es dann auch meine Aufgabe war, wenn ich gefreut gesehen, für mit Analogie zu rekonstruieren, wie den Kader von der Stadt hat können ausgesehen haben damals. Und ja, es geht ja an so einer BD nicht darum, für ein zu ein Not zu machen. Ich meine, wenn eine Kirche aufgerappt ging, und sie, wir wissen, aber sie stand da, und steht stehen mit da, und sie ist nie durchgestaltet gehen. Aber da kann ich nicht mehr aus Analogie rekonstruieren, wie die Kirche kann ausgesehen haben. Und das ist eben die historische Fiktion. Oder die Konstruktion, wie man sie auch an der Geschichte immer machen.